Lila hockt wieder mal hinter einem Baum, ganz alleine. Das Mal sieht sie der Hops. Er geht zu ihr. Lila, was machst du da? Hops, ich will gerade ein bisschen für mich sein. Warum denn? Ich will es nicht sagen. Aber Lila, wir sind doch Geschwister und die besten Freunde. Also gut. Da vorne auf dem Strasse sind immer ein paar grössere Eichhörnchen, die mir Angst machen. Sie lachen über mich und säckeln mir hinten nachher. Ich will davon gar nicht mehr auf die Strasse führen. Ich muss nicht alleine. Jetzt ist es draussen. Bravo, Lila, dass du es dem Hops erzählt hast. Wie gut ist es doch, so einen tollen Bruder zu haben. Der Hops erzählt der Lila zuerst ein paar Trickchen, was das sie gegen die grossen Eichhörnchen machen können. Dann plötzlich kommt ihm in den Sinn, dass ja Jesus da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Jesus lässt uns nie im Stich. Der Hops sagt zu Lila: Hey Lila, auch dann, wenn du Angst hast, darfst du wissen, Jesus ist immer bei dir. Ja, da hat der Hops absolut recht. Und Gott sagt in der Bibel zu uns: Hab keine Angst, weil ich bin bei dir. Schau nicht ängstlich umeinander, wer es dir helfen könnte, weil ich bin dein Gott. Gott will uns immer und überall helfen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Lila, komm, wir sagen es doch noch Jesus, dass du auch so Angst hast. Ja, gute Idee. Jesus, die grösseren Eichhörnchen machen mir aber so Angst. Danke, dass du bei mir bist und dass ich keine Angst mehr haben muss. Amen. Einen Tag später ist Lila ganz aufgeregt zum Hops zu säckeln. Hops, Hops! Ich war wieder auf dem Strässchen. Die grossen Eichhörnchen waren auch dort. Und weisst du was? Ich war unsichtbar. Also, richtig unsichtbar? Nein, schon nicht. Man hat mich schon noch gesehen. Aber die Eichhörnchen haben mich nicht gesehen. Sie haben einfach weitergespielt, wo ich vorbeigelaufen bin. Niemand hat etwas Blödes gesagt oder ist mir hinten nachher gesäckelt. Und ich habe auch nichts gesagt und bin einfach weitergelaufen. Lila, das ist ja mega cool. Das war wirklich ein kleines Wunder für die Lila und hat sie gerade so gefreut. Jesus macht nicht immer genau das, was wir uns vorstellen. Und manchmal begegnen uns schwierige Situationen. Aber wir dürfen immer wissen, dass Jesus bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hilft uns und wir müssen vor nichts Angst haben.